Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Ja, Leute, zum 15:0 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim am 17. Bundesligaspieltag müsste es sein, oder? Ja. 15:0, genau das, was ich erwartet habe. Ich habe 15:0 getippt, habe auch dieses Spiel erwartet, wie das Spiel gelaufen ist. Wer meinen Taktikfuchs gesehen hat, ich fand es auch okay, dass Guerrero angefangen hat. Habe ich ja auch gesagt, das macht Sinn. Auch, dass ein Pavlo die Minuten gekriegt hat und so weiter und so fort. Das hat alles sehr viel Sinn gemacht. Auch die Einwechslung von Mathys Tel und die Einwechslung von Serge dann und nochmal Maike ein bisschen und Musiala zum Ende hin. Das war alles fein, das war alles perfekt. Es war ein perfekter Abend, es war ein perfektes Spiel. Es war 30 Minuten Feuer, dann ja, Schongang, Trainingsspiel. Genau das, was du zum Start in 3 englische Wochen benötigst. Von daher, ja, 1A. Es gibt heute nichts zu meckern, nichts zu kritisieren. Ich habe keinen Spieler gesehen, der wirklich richtig schlecht war. Es gab 1, 2, die richtig gut waren. Da kommen wir in der Spielerbewertung drauf. Ansonsten, ja, erste Halbzeit, ähnlich wie in Gladbach, hat nur eine Mannschaft gespielt. Das war unsere Mannschaft. Ja, von Hoffenheim war gar nichts zu sehen. Kein Torschuss, nix. Auch die Zweikampfquote würde mich mal interessieren zur Halbzeit. Die muss unterirdisch gewesen sein bei Hoffenheim. Die haben gar kein Land gesehen. Wir haben sehr, sehr gutes Gegenpressing gehabt, haben viele Chancen gehabt, viele rausgespielt, gutes Pressing gehabt. Ein 1A-Auftritt, zweite Halbzeit. Ja, hat Hoffenheim sich dann 2, 3 Mal in die gegnerische Hälfte verirrt. Ja, auch erste Halbzeit haben sie es 1, 2 Mal geschafft, dass sie mal ein Stück aufgerückt sind, vorne mal zugestellt haben, aber nicht irgendwas, was von Dauer war. Und ja, von daher geht der Sieg natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, war aber auch genau das Spiel, was ich erwartet habe. Und Hoffenheim ist mit Sicherheit kein Gradmesser für uns. Und das hat dieses Spiel heute auch ganz klar gezeigt. Mal Grüße gehen raus an alle Musiala-Jünger. Ich denke, wir haben 5 Tore geschossen und irgendwie 8, 9 gute, sehr gute Chancen erspielt ohne Jamal Musiala. Ja, mal notieren. Für alle Schwarzmaler unter euch, die Meinung vertreten, so, wenn Musiala den FC Bayern verlassen sollte, sind wir keine Spitzenmannschaft mehr. Weiß ich nicht, habe ich heute nicht gesehen. Ja. Und es stand noch ein Thomas Müller auf dem Feld, der sehr wenig mit eingebunden war, so nach einer halben Stunde. Erste halbe Stunde war es ordentlich von Thomas. Danach ist er immer weniger eingebunden gewesen. Stellt euch vor, da hätte halt noch jemand anders gestanden. Ja. Also, diese Schwarzmalerei fühle ich nicht. Natürlich war das heute nur Hoffenheim, ja. Aber einfach mal, um das mal vom Prinzip her zu sehen, war das, glaube ich, auch ganz gut, um mal zu zeigen, jo, es geht auch ohne Jamal Musiala, wa? Und auch in diesem Ausmaß. Ja, und das, obwohl die TSG, sorry, natürlich die erste Halbzeit oder generell das ganze Spiel darauf bedacht war, erstmal hinten dicht zu machen, ja. Da haben sie natürlich nicht die Qualität, wie das andere Mannschaften haben, das hat man heute klar gesehen, aber einfach nur als kleine Randbemerkung. Was nicht heißen soll, dass wir nicht eine Stufe besser sind, wenn Jamal Musiala bei uns spielt. Ja, darum geht es gar nicht. Aber einfach mal, dass man auch mal gesehen hat, es geht auch ohne Jamal. Ja, und nicht gerade schlecht. So, das müssen wir einfach mal festhalten. Okay, Leute, Spielverlauf durchzugehen, ja, gibt es nicht. Es gab keinen Spielverlauf. Es gab nur eine Mannschaft, die Fußball gespielt hat, das war unsere. Wir haben nur auf ein Tor gespielt. Ja, Hoffenheim hat sich dann zweimal verirrt, beziehungsweise einmal den Fernschuss, dann nochmal einen Kopfball gehabt, da kurz vor Schluss. Neuer sehr gut pariert den Fernschuss. Vorher sah Neuer nicht ganz so gut aus bei dem Ball, der quer durch den Strafraum geht. Da hat er sich ein bisschen verschätzt mit dem Fuß, kam er nicht dran. War aber vielleicht auch besser so, weil hinten stand kein Hoffenheimer, von daher alles gut. Sonst hätte er den wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Spieler hinten in die Hacke geschossen oder sonst was. Und wer weiß was, also von daher auch alles gut, was Manuel Neuer betrifft. Hat einen ruhigen Tag gehabt. Ja, aber da gehen wir in die Spielerbenotung mal ein bisschen drauf rein. Werfen wir mal einen Blick in die Statistik rein. Ballbesitz, ja, 65, 35, Abseits 2,5, Fouls 18. Zweikampfquote 49:51 für Hoffenheim angeblich. Weiß ich nicht, wo die herkommt, sage ich euch ganz ehrlich. Also beim Zuschauen hat man das Gefühl nicht gehabt.
Aber gut, sei es drum. Schüsse aufs Tor 10-2, Schüsse insgesamt 25-5, Ecken 13-1. Ecken von Josa waren heute alle Müll. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man heute anbringen kann. Die von Michael waren viel, viel gefährlicher. Angekommene Pässe 676 zu 337, Flanken 13-6. Schüsse insgesamt, Harry Kane 5, Sané 4, Davis 3, Torschussvorlagen, Müller 1, Kane 1, Tell 1. Gewonnene Zweikämpfe 7, von Dyer 6 von Uppa, 6 von Kimmich, Ballkontakte 117 Kimmich, 116 Eric und 95 Pavlo. Gefoult worden, schenken wir uns mal. Ein Wort zum Schiri. Schiri war okay, bis auf die Szene, weiß ich nicht, in der 88., 87. oder was, wo Michael da hinten reingetreten wurde. Das ist eine gelbe Karte. Sorry. Ja, er zieht den halben Schuh aus, tritt ihn da mit der offenen Sohle hinten in die Hacke. Also weiß ich nicht, was sonst eine gelbe Karte ist. Ja, also das muss man sehen, meiner Meinung nach. Der Handelfmeter, ja, war ein klassischer Elfmeter. Alles andere wäre da jetzt aber auch wirklich wild gewesen, wenn man das nicht gepfiffen hätte. Der Ball ging an die Hand, der Ball wäre sonst Richtung Tor gegangen. Feierabend. Ja, mehr braucht man nicht sagen dazu. Und der Arm war nicht am Körper, war abgespreizt. Also klareren Handelfmeter, glaube ich, gibt es nicht wirklich, auch wenn das natürlich kein absichtliches Handspiel war von dem Spieler. Ja, aber darum geht es halt nicht. Ja. Gut, Notung. Vincent Kompany kriegt heute eine 1,5. So, warum eine 1,5? Eine 1,5, weil ich es nicht verstanden habe, dass man Serge Gnabry nach der Auswechslung von Harry Kane in die Mitte gestellt hat und nicht einen Mathys Tel. Ja, ich denke, Mathys Tel, kommen wir ja gleich noch zu, war heute auf jeden Fall einen Tacken besser. Ja, er braucht einfach ein Erfolgserlebnis, glaube ich. Ja, es muss jetzt einfach ein Erfolgserlebnis her. Werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten habe ich nichts, aber auch gar nichts zu kritisieren an Vinnies Aufstellung, an Vinnies Auswechslung. Das war alles fein heute. Ja, die richtigen Auswechslungen zur richtigen Zeit. Die perfekte Mischung gehabt. Ja. Gut, vor dem Spiel hätte ich gesagt, Leroy Sané aufzustellen, absolute Katastrophe. Er hat 2 Tore gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht, gibt es also nichts drüber zu diskutieren. Von daher auch die Note 1,5 für Vinny aus meiner Sicht. Mannschaft war top eingestellt, hat nur eine Mannschaft gespielt, da gibt es auch nichts zu kritisieren. Ja, von daher diese Benotung. Gut. Wie immer, Manuel Neuer. Heute hat er mir gut gefallen. Ja, erstmal war heute nicht irgendwie, dass er komische Ausflüge hatte, dass er sich 30 Meter vom Tor rumbefunden hat oder sowas. Das war sehr diszipliniert, das hat mir gut gefallen. Die 2 Dinger, die aufs Tor kamen, hat er beide gehalten. Ja, der Kopfball war natürlich eine dankbare Rückgabe. Auch der Schuss aus der Entfernung muss ein Tor wie Manuel Neuer halten, der weiß. 1 Meter neben ihm hoch, ja, das war schön zum Anschauen, konnte er sich auszeichnen, alles gut. Ansonsten war er sicher heute, keine komischen Risikobälle, nicht irgendwie 3, 4 Fehlpässe oder so, war alles gut. Von daher Manuel Neuer heute für mich. Konnte sich nicht viel auszeichnen, aber es war wirklich eine gute Leistung, von daher eine 2,5 von meiner Seite. Gut, dann geht's los mit Fonzie Davis. Fonzie Davis für mich heute wirklich ein starkes Spiel. Wirklich ein starkes Spiel. Also mit eins der besten Spiele, die ich diese Saison von ihm gesehen habe. Ja, muss ich ganz klar sagen. Offensiv immer wieder zugegen, aber auch defensiv. Auch den Körper, wo er den einen noch außen abgelaufen hat, den Körper benutzt, reingestellt. Sehr gut gemacht. Sich heute auch nicht irgendwie verarschen lassen. Gut, heute gab es jetzt auch nicht den super Dribbler auf der Seite. Ja, letzte 5 Minuten vielleicht so 1, 2 Mal das Gas rausgenommen, was aber auch völlig normal ist in dieser Situation. Ja, ich habe heute nichts Schlechtes gesehen von Fonzie. Das war heute für mich eine Note 2, eine glatte 2. Gutes Spiel von Fonzie. Eric Dyer. Ja, Eric Dyer macht Eric Dyer Sachen. Ich denke, wir haben heute auch noch mal gesehen, haben wir auch schon gegen Gladbach gesehen, dass ein Eric Dyer auch diese Art Innenverteidiger, wie wir ihn interpretieren, auf jeden Fall spielen kann. Ja, auch er hat da kein Problem, dieses hohe Pressing und so weiter.
Vielleicht hat er ein bisschen gebraucht am Anfang der Saison, das zu verinnerlichen, was natürlich ein anderes Spiel hat, ist, wie er vielleicht bisher 'n Innenverteidiger gespielt hat. Aber ansonsten, ja, super präsent wieder. Was mir sehr, sehr gut gefällt und wo er auch der einzigste Spieler ist, der das vernünftig hinkriegt, sind einfach diese, ich nenne sie mal, ähm, die Lothar Matthäus Gedächtnisbälle oder Jerome Boateng Gedächtnisbälle, einfach die 40, 50 Meter Flanken, Seitenwechsel, Spieleröffnung auf den Punkt. Ja, wunderbar. Sehe ich super gerne. Ist eine Variante, die uns sonst im Spiel abgeht. Ähm, Eric Dyer hat es in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht. War natürlich auch wenig gefordert, genauso wie Upa. Ähm, aber da, wo er gefordert war, war er auf jeden Fall da. Ja, das muss man ganz klar sagen. Auch gegen zwei Kopfballduelle, so wo er Minje gemacht hat, hat er weggeräumt. Die Stürmer, egal wer es war, auf Hoffenheimer Seite, hat einfach kein Land gesehen, ob es gegen Eric Dyer oder gegen Upa war. Und von daher bekommen beide von mir auch eine 2,5. Nehme ich beim Upa schon mal vorweg. Eric, vielleicht da noch ein Wort zu. Eric hat mir auch noch einen Tacken besser gefallen, wo dann Leo mit auf dem Feld war. Ja, hat er nochmal ein bisschen mehr die Führung übernommen. Ich fand es aber auch völlig fein, dass er ansonsten so mehr auf Augenhöhe mit Upa war. Upa, habe ich ja gerade schon gesagt, für den gilt das Gleiche wie für Eric Dyer. Upa merkt man, dass er das absolute Vertrauen hat und dass er endlich in diese Führungsrolle in der Vierer-Abwehrkette reingewachsen ist. Ja. Aber auch da war natürlich heute wenig gefordert, was das anbelangt, haben beide aber nicht irgendwie einen Aussetzer gehabt oder sonst was. Ja, beide ein souveränes Spiel gemacht. Von daher von meiner Seite eine 2,5 auch für Opa. Gut, den haben wir nicht. Kommen wir zu Guerrero. Guerrero für mich heute auch eine Note 2. Ja, eine glatte 2, das war ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Sehr, sehr gut. Vorne präsent, hinten die eine Grätsche im Laufduell beim Stand von 5:0, wo sonst der Hoffenheim alleine aufs Tor gegangen wäre. Sehr, sehr gut. Aber auch wieder dieses Wechselspiel mit Kimmich. Ja, das haben wir heute wieder mal gesehen, dass Kimmich dann auch ausgeholfen hat auf der Rechtsverteidigerpose, wenn Guerrero ein bisschen weiter vorne war. Ansonsten ganz, 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 ganz viel Einfluss aufs Offensivspiel heute gehabt, der Guerrero, ja. Und trotzdem hinten auf seiner Pose gewesen. Ja, na klar, wie es auch für die Innenverteidiger gilt, wie es für Fonzie Davis gilt. Unsere Vierer-Abwehrreihe war heute nicht wirklich gefordert. Ja. Aber das war auch ein hoher Verdienst von Guerrero, der vorne mitgepresst hat, der immer wieder das Spiel spielerisch eingeleitet hat, egal mit welchem Zusammenspiel. Ähm, das war eine starke Leistung. Ja, das war wirklich eine starke Leistung. Ich überlege gerade noch, wir haben Fonsi auch eine 2 gegeben. Komm, wir geben Rafa eine 1,5, weil er hat noch ein Tor gemacht. Ja, und das als Rechtsverteidiger. Und das war ein schönes Tor. Natürlich mega stark von Harry Kane eingeleitet, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir bei Harry Kane sind. Gut. Das zu der Abwehrreihe. Gehen wir ins Mittelfeld. Im Mittelfeld haben wir Pavlo, der es heute ordentlich gemacht hat, denke ich. Ich sehe ihn bei einer 3. Wurde heute teilweise von Kimmich einfach überstrahlt. Ja. Kimmich kann man positiv oder negativ sehen, der Spielgestalter hat Pavlo wenig Raum gegeben. Ja, standen sich sogar ab und wann auf den Füßen oder haben dann Bälle über 3 Meter gespielt. Pavlo hat viel quer und nach hinten gespielt. Ich habe so ein bisschen diese Bälle nach vorne vermisst. Fairerweise, wie gesagt, hat Kimmich ihm da auch ein bisschen den Raum genommen. Gerade erste Halbzeit gab es 2 Szenen, wo in der Mitte ein Riesenloch war. Ja, da war kein Kimmich, da war kein Pavlo, da war niemand. Ja, das hat mich erinnert so an Tuchel und Nagelsmann-Zeiten. Das war im späteren Spielverlauf dann wieder ein bisschen besser. Aber das war zweimal zu sehen, dass da die Mitte war ein Riesenloch. Ja. Das darf natürlich nicht passieren.
Aber ich denke, es war wichtig für Pavlo, dass er jetzt wieder die Minuten bekommen hat und es war kein schlechtes Spiel. Ja. Es wurde auch mit der Zeit dann ein bisschen besser, dass er auch mal die Bälle ein bisschen verteilt hat, ein bisschen offensiver war. Aber die Abstimmung mit Josua war heute nicht so gut, wie sie schon mal war. Ja, liegt vielleicht daran, dass Kimmich aktuell meiner Meinung nach mehr in die offensive Rolle drängt, wie es sonst war mit Pavlovic. Ja. Was aber auch bedingt dadurch ist, wenn er mit dem Leon da aufläuft, muss er das auch tun. Ja, ja, vielleicht deswegen. Ja, damit sind wir schon bei König Josua. König Josua, für mich heute eine Note 2, eine glatte 2, war ein gutes Spiel von Kimmich. Wie gesagt, wenn wir das Haar in der Suppe suchen, dann, dass die Abstimmung nicht richtig gut war, dass beide oft auf einer Höhe standen, aber Kimmich war der Aktivere, hat vorne viele Bälle im Gegenpressing erobert, hat direkte Bälle wieder gespielt, hat heute gute Flankenwechsel drin gehabt, hat ja auch den einen Schuss genommen, der jetzt nicht so schlecht war. Das Einzige, was bei Kimmich heute schlecht war, waren seine Ecken. Und wie gesagt, er muss natürlich mit in die Verantwortung genommen werden. Erste Halbzeit, wo da zweimal das Riesenloch in der Mitte war. Das darf natürlich nicht sein. Ja. Ansonsten hat er heute eine gute Partie gespielt, hat zwischendurch auch auf der Rechtsverteidiger-Posi ausgeholfen, habe ich ja schon gesagt, wenn Guerrero aufgerückt war. Aber ansonsten da vielleicht nochmal ein Wort zurück zu Guerrero und Opa, die das auch super gemacht haben. Ne? Wenn Opa dann rausgerückt ist, in Guerrero reingerückt, da war die Abstimmung da, die Absprache war da, das war wirklich sehr, sehr gut. Deswegen auch die guten Noten in der Viererreihe, obwohl sie vielleicht nicht so gefordert waren. Ja, sonst gibt es zu Kimmich nichts zu sagen. Gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ja, und wenn er so ein Spiel macht, wie er es jetzt gemacht hat, ähm, dann ist er für mich mehr Achter wie Sechser. Ja, und dann könnte ich es mir halt vorstellen, dann, wenn schwierigere Spiele kommen, dass ein Sechser hinter ihm ist, wie ein Palinja zum Beispiel. Wird man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, war heute wieder ein richtig gutes Spiel von Josh. Gibt's nichts zu meckern. Gut, damit gehen wir ein nach vorne in die Offensive und da sind wir bei King. King heute sehr bemüht. Definitiv hat sich reingehauen, hat viel versucht. Bisschen Pech gehabt, ein, zwei Mal, aber das war auch eine gute Leistung. Ja. Immer wieder mitgearbeitet, was auch gut war. Auch er war auch mal der defensivere Part, hat sich mal fallen lassen, wenn Davies super weit vorne aufgerückt ist. Auch das hat super geklappt, hat das Selbstvertrauen gehabt. Ihm hat auch so ein bisschen das Spielglück gefehlt, ja. Mit dem einen oder anderen Abschluss, wo Hoffenheim dann noch einen Fuß dazwischen hatte. Die eine oder andere Flanke, die man vielleicht ein bisschen besser hätte schlagen können. Nichtsdestotrotz, denke ich, war es ein gutes Spiel von King. Eigentlich sehe ich ihn so zwischen 2,5 und 3, so eine 2,75, sowas haben wir nicht. Da wir heute aber 15:0 gewonnen haben, geben wir ihm mal den Tacken die bessere Note und er kriegt die 2,5 von mir. Gut, dann haben wir den einzigsten, der meiner Meinung nach heute ein bisschen abgefallen ist und das ist Thomas Müller. Von daher kriegt er, ähnlich wie Pavlovic, ja, auch Pavlovic, wenn man den Rest der Mannschaft sieht, ist so ein klein bisschen abgefallen und daher kriegt Müller von mir auch die 3 heute. Ja, war die erste halbe Stunde ein gutes Spiel von ihm, war präsent, hat versucht, auf seine Art die Position zu interpretieren, was auch gut war, ja, gar keine Frage, hat geackert, hat gemacht, getan. Was mir gut gefällt, wie gesagt, Müller macht nicht mehr den Affen da, macht nicht mehr den Zirkuseinweiser vorne hier, du musst da pressen, da pressen, da pressen. Daumen hoch dafür, das war nämlich absolut albern, was Thomas Müller da die letzten Spiele getan hat. Er muss nicht mehr so tun, als wäre er der große Spielertrainer. Die Zeit ist vorbei. Ja, das gefällt mir gut. Und er hat sich heute im Dienst der Mannschaft gestellt, ganz klar. Hat versucht, seine Art zu interpretieren. Aber wenn ich Thomas Müller sehe, sage ich euch ganz ehrlich, mehr wie eine Halbzeit ist da auch nicht mehr drin in unserem Fußball, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das merkt man dann schon, dass die Kraft nicht so da ist, wie sie da sein sollte. Hat sich dann eher über den Platz geschleppt wie alles andere, fand ich. Also, wenn man noch was zu kritisieren suchen würde bei Kompany,
Man hätte den Thomas Müller ein bisschen eher erlösen können, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite hat er sich auch verdient. Wir haben 15 gewonnen, da musst du dann auch nicht 120% noch geben. Von daher alles gut, für mich Note 3. Gut, dann kommen wir zu Leroy Sané. Leroy Sané für mich heute eine glatte 2. Ich gucke gerade mal durch, müsste aber, so wie ich es auch im Gedächtnis habe, das beste Spiel von Leroy diese Saison gewesen sein. Ich habe es schon zu der Mara gesagt. Er durfte endlich mal auf seiner anscheinend Lieblingsposition mal auflaufen. Ja, und Hoffenheim hat es ihn auch leicht gemacht, aber das war natürlich auch gerade das erste Tor. Ja, das ist, was man braucht. Ja, diese Zielstrebigkeit, einfach rein das Ding, wenn du es reinprügelst, nicht lang nachdenken, genauso wie beim zweiten, musst du dann da zur Stelle sein. Das war stark, auch sonst hat er direkt von Beginn an hat er das Zutrauen gehabt, auch 1 gegen 1 mal durchgegangen. Natürlich geht das Flanken ab, weil Flanken kann er nicht mit seinem verkehrten Fuß dann. Aber ansonsten war das eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, da gibt es auch nichts groß zu meckern. Ja, auch da, nachdem das Spiel dann nach der ersten halben Stunde durch war, hat man gemerkt, jo, komm, wir haben schon mal 2 Gänge rausgenommen. Aber es war ein grundsolides Spiel. Ja, und alle, die jetzt sagen, warum gibst du ihnen keine 1, was für mich keine 1 war. Ja, da fehlt mir einfach noch der letzte Kicker. Aber ja, ich lasse mich auf eine 1,5 ein, weil wir bei Guerrero auch die 1,5 gemacht haben. Leroy hat 2 Tore gemacht, hat da genauso viel in einem Spiel gemacht, wie er sonst die ganze Bundesliga-Saison gemacht hat. Von daher denke ich, für die glatte 1 hat mir ein bisschen was gefehlt. Gehen wir in die 1,5. Damit sind dann auch alle Leroy Sané Fanboys besänftigt. War? Und hat er sich heute auch verdient, müssen wir ehrlicherweise sagen. Gut, dann kommen wir heute zum Kämpfer vor dem Herrn, wie immer, Harry Kane. Ja, Harry Kane hat heute das Pech gehabt, aus dem Spiel heraus, dass viele versucht haben, ihn einzusetzen, aber es nicht hinbekommen haben. So wie King hat 2, 3 Mal versucht, hat dann der letzte Pass kam nicht. Auch ein Leroy mal. Harry war heute wieder eher der Spielgestalter, das ist auch, was ich meine. Wenn so ein Thomas Müller auf dem Feld ist, lässt sich ein Harry Kane viel, viel mehr fallen, habe ich das Gefühl, als wenn ein Jamal Musiala auf dem Feld ist. Hat aber heute wieder super Sachen eingeleitet. Wie gesagt, die Vorbereitung für das Tor für Guerrero, alto Betty. Ja. Genauso, das ist Fußball. Das ist ganz einfacher Fußball, ein Doppelpass, zack, genau da rein in die Schnittstelle. So darf Hoffenheim sich natürlich auch nicht vorführen lassen, aber da muss er natürlich dann auch diese einfachen Bälle so spielen. Den Elfmeter, keine Ahnung, ich habe noch nie einen sichereren Elfmeterschützen gesehen wie Harry Kane. Das ist abartig. Selbst wenn der Baumann die Ecke gehabt hätte, hätte er den Ball niemals gehalten. Ja. Ansonsten aus dem Spiel heraus, ja, hat er ein bisschen Pech gehabt, habe ich gerade schon gesagt. Hat sich aber wieder völlig in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat geackert, gerackert. Viel eingeleitet. Wo Müller das vielleicht nicht so konnte, hat es dann Harry Kane gemacht und von daher für mich ein sehr, sehr gutes Spiel von Harry und von meiner Seite die Note 2. Gut. Das waren die erste 11. Kommen wir zu den Einwechslungen. Erstmal Hut ab für die Einwechslung. Ich weiß nicht, ob King vielleicht angeschlagen war oder was, aber ich denke mal nicht. War völlig zu Recht, wenn es 13:0 steht zur Halbzeit. Dann ist es Zeit, auch mal Mathys Tell, wenn man an ihn glaubt, was ja geäußert wurde, ihm dann auch die Spielzeit zu geben. Ja. Das war völlig richtig. Ja, ich erinnere mich an eine Szene, die er klaglos vergeben hat. Ich erinnere mich an 2, 3 gute Szenen, wo er dann auch mal nachgesetzt hat, sich auch mal durchgesetzt hat. Hat dann mit dem einen Schuss ein bisschen Pech gehabt. Das eine Mal hätte er vielleicht eher den Schuss nehmen sollen, hat er dann aber rübergespielt. Hatte ansonsten das Tor vorbereitet von Leroy. Vielleicht gibt ihm das schon mal ein bisschen Aufschwung. Was zu kritisieren ist, er hat wieder wenig dann mit nach hinten gemacht. Ja. Fairerweise können wir heute sagen, ja, die Mannschaft hatte 2, 3 Gänge rausgenommen. Aber gerade da wärst du super auffällig gewesen, wenn du dann auch mal die Sprints mit nach hinten angezogen hättest. Ja. Das war nicht so gegeben. Das fand ich ein bisschen schade. Da gilt es weiter, sich zu verbessern. Aber generell war es mal endlich ein Auftritt, der besser war, wie vorher dieses
diese wilden Auftritte. Ja, das war heute gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass er ja nicht in die Mittelstürmerposition durfte dann. Ja, weiß ich nicht. Anscheinend hat man sich da darauf jetzt festgelegt, endgültig, dass ein Mathys Tel, mich würde mal die Frage auf der PK würde mich mal interessieren, ja, weil vor ein paar Wochen oder Monaten da ein Kompanie saß und gesagt hat, wir sehen Mathys Tel eher als Backup in der Mitte. Dann sollte man ihm halt auch die Spielzeit dort geben. Das passiert halt nicht, selbst wenn Harry Kane draußen ist, das ist ein bisschen schade. Also sieht man ihn da wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Wäre aber mal eine Frage für eine PK. Dann ist es richtig, ihn da jetzt knallhart auf die Außen zu bringen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Ich könnte ihn mir sehr, sehr gut auf so eine Halbposition vorstellen, aber wenn er dann spielt, klebt er immer an der Außenlinie. Ja, das ist natürlich so gewollt, alles gut, das verstehe ich schon. Und er versucht dann so auf die Halbposition zu ziehen und dann auch mal einen Torschuss zu nehmen. Ja, heute würde ich ihn auf jeden Fall eine 3 geben, weil er ein Tor vorbereitet hat, sonst wäre ich bei einer 3,5 gewesen, weil mir diese doch wieder teilweise lustlose Rückwärtsarbeit wieder auf den Sack ging. Ja, aber nach vorne hin war es auf jeden Fall einen Tacken verbessert. Er konnte endlich auch mal ein, zwei Offensiv-Zweikämpfe für sich entscheiden. Ich glaube einfach, er braucht einfach mal ein Tor jetzt. Ja, er braucht einfach mal ein Tor, egal wie, draufgeschissen, dass dann vielleicht der Knoten platzt wieder. Ne? Und wie gesagt, den Willen, mehr mit nach hinten zu arbeiten als Flügelstürmer. Du musst bei uns auf den Außen, musst du mit nach hinten arbeiten. Ja, wenn so ein Fonzie Davis nach vorne ballert, dann muss ein Mathys Tel, wenn der Ball verloren wird, im Gegenpressing und im schlimmsten Fall im Rückwärtssprint über 50 Meter auch mal anziehen. Ja, und nicht so denken, ach ja, wird schon irgendjemand anders tun. Also das ist, was mir abgeht bei ihm aktuell noch. Gut, dann kommen wir zu unserem Pumuckl. Ja, wenn die Haare rot wären, würde er aussehen wie Pumuckl. Gefällt mir sehr gut, die Friese. Serge Gnabry, ja, auch er hat das Pech gehabt, ja, muss man ganz klar sagen. Ich meine, er hat eine Butze gemacht, hätte aber auch noch eine mehr machen können. War direkt da, sieht gut aus, gefällt mir, ja. Auch da die Rückwärtsarbeit, vorbildlich, das hat er mittlerweile verinnerlicht. Ansonsten, ja, war drin im Spiel, der war direkt da, war alles gut. Ich habe beim Gnabry auch gar nichts zu meckern. Auch er aufgrund des Tores, ja, kriegt er eine Note 2. Wenn ich in Koma eine 2,5 gebe, er hat immerhin ein Tor gemacht. Leon Goretzka, da müssen wir nochmal umzwitschen. Aber wir machen es anders. Wir machen erstmal Michael. Den benoten 20 Minuten gespielt, ja. Benoten wir nicht. Halbe Stunde sollte man schon spielen, damit das einigermaßen noch fair ist gegenüber den anderen Noten. Michael, ja. Also wenn du beim Stand von 15:0 in der 67. Minute einen Michael einwechseln kannst, Alter, dann braucht mir auch keiner irgendwas zu dem Kader erzählen. Ja. Der Predator war gleich wieder da, war gleich wieder drin im Spiel. Vielleicht, so wie die Mannschaft auch teilweise bisschen zu verspielt heute, ja, so ein, zwei Mal so ein bisschen überheblich. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch, was wir sehen wollen, wenn es 15:0 steht, dass man mal ein bisschen Zauberfußball versucht mit Hackespitze, ja. Auch die anderen Jungs haben es ja teilweise gemacht, auch ein King schon erste Halbzeit da mit dem Außenrisspass und so was. Alles gut, ist doch auch mal schön zu sehen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, so nach der ersten halben Stunde war es dann mehr ein Trainingsspielchen. Michael ist einfach schön, ihm zuzusehen. Ja, einfach diese Präsenz, die er hat auf dem Feld. Auch wenn heute die Chance muss er machen, ja, das müssen wir ganz klar kritisieren. Ja, da gibt es nichts zu beschönigen. Der war schön in Szene gesetzt durch Musiala. Den muss er natürlich besser aufs Tor bringen, anstatt ihn einfach halb hoch auf den Baumann zu schießen. Ja, leg ihn einfach unten rechts, unten links in der Ecke. Natürlich aus unserer Sicht immer leicht gesagt, aber wenn wir den Leroy die letzten Wochen kritisiert haben, dass er die Dinger nicht gemacht haben, müssen wir Michael heute auch kritisieren dafür. Aber ansonsten war er präsent. Ja, das Zusammenspiel mit Musiala, wo der dann auch noch reinkam, war sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Und damit sind wir dann auch schon beim Jamal. Der für 10 Minuten auf dem Feld war, konnte noch mal ein bisschen laufen, konnte sich noch mal ein bisschen einbringen. Wie gesagt, das Zusammenspiel war gut.
Auch ein Musiala hat es nicht mehr geschafft, noch ein Tor zu machen, hat es natürlich versucht. Auch da hat man die Spielfreude gesehen und ich denke, es war wichtig, dass er die paar Minuten auch gekriegt hat im Hinblick auf die kommenden Spiele. Ähm, ja, perfekt heute einfach. Gibt auch da nicht viel zu meckern. Ja. Musiala hat das gemacht, was ein Musiala macht. Teilweise wieder zu verspielt, teilweise sehr, sehr gut. Wie gesagt, den Michael in Szene gesetzt, das war richtig stark. Und ansonsten das, was ein Jamal macht. Gut, damit kommen wir zu guter Letzt noch zu Goretzka, der in der 60. auch kam, der allerdings dann in die Innenverteidigung gegangen ist und da ein 1A-Job gemacht hat. Ja, ich gehe da voll mit in die Benotung der anderen beiden Innenverteidiger, kriegt von mir eine 2,5. Ich habe keinerlei Schwäche gesehen bei Leon. Ähm, auch er, wenn er dann auch er hat es sehr, sehr gut verinnerlicht, dass er dann auch nach rechts raus ist, wenn der Rechtsverteidiger nicht da war und so weiter. Das hat alles super funktioniert. Ja, also das war stark. Auch, wie gesagt, da hat mir Erik noch mal ein bisschen besser gefallen wie vorher, war noch mal so ein bisschen mehr präsent. Hat Leon da auch ein bisschen geführt, aber auch Leon war super präsent. Ja, nicht falsch verstehen. Das war sehr gut, die halbe Stunde von Leon da als Innenverteidiger. Natürlich, am Ende des Tages, wir müssen sich überbewerten, war das Hoffenheim. Ja, aber wenn die Spieler und vor allen Dingen auch die Mannschaft samt Trainer dann so eine Leistung zeigt, da muss man das einfach auch mal anhand der Noten würdigen. Ja, das habe ich getan heute, denke ich. Ähm, und in diesem Sinne können wir uns auf den nächsten Gegner einstellen. Das wird natürlich ein viel, viel, viel schwierigeres Spiel. Ja. Aber zum Glück ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat sich langsam gefangen, hat sich langsam an Hasenhüttl-Fußball, glaube ich, gewöhnt. Und das wird ein schwieriges Spiel. Ja. Dann haben wir Feyenoord, dann haben wir Freiburg. Das werden jetzt 3 Spiele, die ein bisschen anspruchsvoller sind, aber natürlich jetzt noch nicht ganz oberste Schiene. Ich schätze aber von den 3 Gegnern, ja gut, Feyenoord vielleicht mit der Atmosphäre wird das schwerste Spiel. Dann vom Sportlichen her, denke ich, ist Wolfsburg der schwierigste Gegner von den 3 kommenden Spielen. Ähm, von daher können wir uns da auf ein schwieriges Spiel freuen, denke ich, aber auch nicht auf einen Gegner, der sich super tief hinten reinstellen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht Ralf Hasenhüttl Fußball in der Regel. Wir werden sehen. Ja, wird ein interessantes Spiel. Das so viel zum Ausblick aufs kommende Spiel. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi.